Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Die Ergebnisse aus der deutschen Fußball-Bundesliga. Der 32. Spieltag. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg 3:0. Werder Bremen gegen FC Bayern München 0:1. SC Freiburg gegen Hertha BSC Berlin 2:1. Union Berlin gegen Paderborn 1:0. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 2:1. Borussia Dortmund gegen Mainz 05 0:2. RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf 2:2. Bayern 04 Leverkusen gegen 1. FC Köln 3:1. FC Augsburg gegen Hoffenheim 1:3. Nach dem Spiel von dem 32. Spieltag konnte Bayern die Meisterschaft feiern. Es war die 30. Meisterschaft vom FC Bayern München. Paderborn hingegen steigt ab, und zwar zum 2. Mal. Das letzte Mal ist Paderborn in der Saison 2014/15 abgestiegen. Bei diesem Spieltag hat es 5 Heimsiege gegeben, 3 Auswärtssiege und 1 Unentschieden. Teilt uns am 17. Juni der SC Freiburg mit, dass der Lukas Kübler den Vertrag verlängert hat. Am 19. Juni vermeldet Fortuna Düsseldorf, dass ihre Vereinsikone Lamberts seine Karriere wird beenden und zum Trainerteam in der U23 wechselt. Ebenfalls am 19. Juni vermeldet Borussia Dortmund, dass der Roman Bürki, der Goalie, den Vertrag bis ins Jahr 2023 verlängert hat. Das Ergebnis vom 33. Spieltag. FC Bayern München gegen SC Freiburg 3:1. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund 0:2. Hoffenheim gegen Union Berlin 4:0. Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg 1:1. Hertha BSC Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen 2:0. Mainz 05 gegen Werder Bremen 3:1. Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg 1:4. 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 1:1. Paderborn gegen Borussia Mönchengladbach 1:3. Mit diesem Spieltag hat der FC Augsburg, der 1. FC Köln und Mainz 05 den Klassenerhalt sichern. Dortmund spielt in der nächsten Saison auf Garantie in der Champions League. Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen kämpfen am letzten Spieltag um einen Relegationsplatz. Einer der beiden Clubs wird direkt absteigen. An diesem Spieltag hat es 4 Heimsiege, 3 Auswärtssiege und 2 Unentschieden gegeben. Dann teilt RB Leipzig mit, dass der Timo Werner ab dem 1. Juli beim FC Chelsea wird spielen. Spielberechtigt in der Premier League ist er aber erst ab dem 27. Juli. Der Timo Werner verzichtet freiwillig auf die Beendigung der Champions League-Saison 2019/2020. Das verstehen zum Teil nicht alle. Dann noch etwas zum direkten Aufsteiger. Und zwar vermeldet Arminia Bielefeld am 20. Juni, dass sie mit dem 26-jährigen Rechtsverteidiger Cedric Brunner verlängert haben, und zwar bis ins Jahr 2022. Der Gelson Fernandes bei Eintracht Frankfurt beendet seine Karriere.
Und der Goalie Alexander Nübel, das ist schon ein bisschen länger bekannt, wechselt von Schalke 04 zum FC Bayern München. Zu der Tabelle. Auf Platz 1 ist mit 76 Punkten der FC Bayern München. Auf Platz 2 Borussia Dortmund mit 66 Punkten. Auf Platz 3 RB Leipzig mit 63 Punkten. Auf Platz 4 Bayern 04 Leverkusen mit 60 Punkten. Platz 5 Borussia Mönchengladbach mit 59 Punkten. Auf Platz 6 ist der VfL Wolfsburg mit 46 Punkten. Auf Platz 7 ist Hoffenheim mit 46 Punkten. Wolfsburg hat das bessere Torverhältnis, darum sind sie auf Platz 6. Auf Platz 8 ist der SC Freiburg mit 45 Punkten. Auf Platz 9 ist Eintracht Frankfurt mit 41 Punkten. Auf Platz 10 ist Schalke 04 mit 39 Punkten. Auf Platz 11 Hertha BSC Berlin mit 38. Durch das bessere Torverhältnis. Auf Platz 12 ist Union Berlin mit ebenfalls 38 Punkten. Auf Platz 13 ist der erste FC Köln mit 35 Punkten. Und auf Platz 14 wegen dem schlechteren Goalverhältnis der FC Augsburg mit ebenfalls 35 Punkten. Auf Platz 15 ist Mainz 05 mit 34 Punkten. Auf Platz 16 steht Fortuna Düsseldorf mit 29 Punkten. Auf Platz 17 ist Werder Bremen mit 28 Punkten. Und auf Platz 18 ist Paderborn mit 20 Punkten. Zur Super League. Das Ergebnis vom 24. Spieltag. IB gegen FC Zürich 3:2. Xamax gegen FC Thun 2:4. Die Thuner haben nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. Sion gegen St. Gallen 1:2. Luzern gegen FC Basel 2:1. Servette gegen Lugano 1:1. Lugano hat nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. An diesem Spieltag hat es 3 Heimsiege, 1 Auswärtssieg und 1 Unentschieden gegeben. Dann teilt uns der FC Zürich mit, dass der Augsburger Mats Petersen nicht mehr wird für den FC Zürich auflaufen. Der Leihvertrag läuft nämlich aus und so geht der Linksverteidiger zum FC Augsburg zurück. IB und der FC Köln teilen am 6. Juni mit, dass der Leihvertrag von Frederik Sörensen bis Anfang August von der Saison 2019-20 verlängert ist worden, so dass der Sörensen bei IB kann bleiben, bis die Saison beendet ist. Zur Tabelle. Platz 1 der FC St. Gallen mit 48 Punkten. Wegen dem schlechteren Torverhältnis auf Platz 2 IB mit ebenfalls 48 Punkten. Auf Platz 3 der FC Basel mit 40 Punkten. Auf Platz 4 Servette mit 38 Punkten. Auf Platz 5 der FC Luzern mit 34 Punkten. Auf Platz 6 der FC Zürich mit 32 Punkten. Auf Platz 7 der FC Lugano mit 27 Punkten. Auf Platz 8 der FC Sion mit 23 Punkten. Auf Platz 9 Xamax mit 22 Punkten. Auf Platz 10 der FC Thun mit 19 Punkten. Thun steht im Moment auf einem Abstiegsplatz. Zu der UEFA Champions League. Die Woche sind einige Mitteilungen von der UEFA gekommen. Und zwar die Auslosung für die laufende Champions League-Saison, also 2019-2020, findet am 10. Juli in Nyon statt. Achtelfinal-Rückspiel von der Champions League finden am 7. und 8. August statt. Wo dass die Achtelfinals ausgetragen werden, ist bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt gewesen.
Die Viertelfinals finden am 13., 14. und 15. August in Lissabon statt. Die Halbfinals finden am 18. und 19. August in Lissabon statt. Und die Champions League Finale findet am 23. August ebenfalls in Lissabon statt. Spieler, die neu zu einem Club kommen, dürfen bis zum Ende der Champions League-Saison 2019-2020 nicht in der Champions League mitspielen. Dann die Gruppenphase der neuen Champions League-Saison 2020-2021 fängt am 22. Oktober an. Und dann noch zu der Europameisterschaft. Die Europameisterschaft, die ja auf das Jahr 2021 verschoben worden ist, findet vom 11. Juni bis zum 11. Juli statt. Alle 12 Spielorte haben bestätigt, dass sie weiterhin dabei sind, auch wenn es verschoben wurde. Und das wären jetzt auch die neuesten Informationen gewesen. Bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal.